Leute, das, was ihr hier vorne seht, das ist ein Riesenwiderspruch in einer Person. Ja, bei mir passt hinten und vorne gar nichts am heute, ne? Ich bin in Bosnien-Herzegowina geboren und aufgewachsen, Leute. Noch dazu sehr christlich-katholisch erzogen worden von meinem Vater. Der hat mir sogar die Bibel vor dem Einschlafen vorgelesen. Ne? Der hat mir das Ganze beigebracht, dass Deutschland für die bosnischen Christen das gelobte Land sei. Ne? Ich habe mein ganzes Leben geglaubt, Moses war Prophet aus München, Leute. Und dann noch dazu, Leute, ich bin vor 11 Jahren nach Deutschland gekommen und bevor ich Hochdeutsch gelernt habe, ich habe erstmal Bayerisch gelernt, Leute. Könnt ihr das vorstellen? Habt ihr das? Habt ihr schon mal einen Kanaken gesehen, der Bayerisch kann, Alter? Und noch dazu, ich bin schwul, ich stehe auf Männer und ich nenne das gesamte Paket Alice Weidel-Komplex. Stell dir mal vor, Leute, diese Frau wurde gefragt, Frau Weidel, sind Sie lesbisch? Dann hat sie den Journalisten angebrüllt, Alter, als wäre sie aus Balkan und nicht ich. Sie so, nein, ich bin einfach zufällig mit einer Frau verheiratet. Ich denk mir sowas, halt dein Maul, hä? Das ist genau, wenn dich jemand fragt, Bruder, bist du ein Dieb? Und du so, nein, aber ich klaue gerne. Halt deine Fresse. So. Und weißt du so, das Ding ist, ne, bevor ich mich halt geoutet habe, ne, ich habe mich erst vor 2 Jahren geoutet, ne, und vor 2 Jahren ungefähr hatten wir so bei uns enge Familie, Jugo-Familienfeier, so 200 Leute, nichts Besonderes. Und ich habe auf Instagram aber ein Video hochgeladen, wie ich so drüber rede, schwul sein, Gay Pride, Freund haben, ne, und mein Onkel hat das Video gesehen, Alter, ne. Und meine Mutter stand auch neben mir. Er wollte mich vor der ganzen Familie bloß darstellen. Ne? Leute, er kam auf mich zu. Michi, stimmt es, dass du schwul bist? Ich habe nur an Alice Weidel gedacht. Ich habe nur gesagt, nein, aber ich blase es auch gerne. Leute, wirklich, ey. Ich komme, also wie ich schon gesagt habe, ich komme aus Bosnien-Herzegowina. Das heißt auch meine Sexualität, das war komplett was Neues. Ich musste mich neu kennenlernen hier. Weißt du, bei uns kannst du kaum Mann und Frau auf der Straße in Bosnien sehen. Wo willst du Mann und Mann treffen? Eher siehst du Mann und Ziege, so bäh. Und dann, weißt du, dann kommst du hierher, ich habe Orientierungskurs gemacht, ne? Und meine Freunde meinten zu mir damals, Michi, wir gehen auf CSD. Leute, ich dachte, CSD sei eine politische Partei in der Koalition mit CDU und CSU. Ich dachte, die heißen christliche Sozialdemokraten. Ich habe auf meinen ersten Gay Pride Anzug angezogen, Digga. So blauer Sakko, weiße Sim, blaue Krawatte. Ich sah aus wie der von Markus Söder, jebut. Ich bin einmarschiert auf Gay Pride wie so ein Abgeordneter CSUler im Bayerischen Landtag, Alter, bei plus 30 Grad. Niemand hat sich über die Menschen mit Hundenmassen gewundert. Jeder guckt mich verwunderlich an. Ja, irgendwann wird dir das unangenehm, verstehst du? So jede zweite Frau, oh, der Burte sieht gut aus, aber das ist so ein bisschen komisch, ne? Irgendwann wird dir unangenehm. Eine Frau kam dann irgendwann auf mich zu, ne? Sie tun mir schon leid und das sieht gut aus, aber sagen Sie mir bitte, was ist das für ein Fetisch? Ich war dann genervt, ich habe dann gesagt, ich habe keine Ahnung, Backofen-Fetisch, ich weiß es nicht, weißt du? Und stell dir mal vor, ich bin, wie gesagt, mit dem Gedanke erzogen worden, Deutschland, das gelobte Land, hier sollen die Jugos kommen, bla bla bla. Ne? Und dann gehst du auf Gay Pride und dann sehe ich einen Jungen in Ketten. Ich dachte, das ist Sklaverei. Seine Füße waren in Ketten, seine Hände waren in Handschellen. Ich wollte ihn befreien, ich bin zu ihm und ich so, Bruder, jetzt schaut dir bitte, was hier abgeht. Siehst du diesen Zirkus nicht? Ich habe Angst. Leute, er hat mich vom Boden komplett gekettet angeschaut und hat eiskalt gemeint, ich mag so, ich bin Devot. Da sage ich, Servus Devot, ich bin Michi. Ich habe 3 Jahre lang gedacht, das sei ein Franzose gewesen, Jebot. Was für Devot, ne? Und weißt du, zum Beispiel, ne, also ich führe auch sehr gerne hier, also nicht Diskussionen, aber ich unterhalte mich gerne auch mit meinen Freunden. Ne? Ich habe ein paar schwule Freunde und mich hat sehr interessiert, wie haben sie es hier entdeckt, dass sie auf Männer stehen. Ne? Ich habe dann meinen besten Kumpel gefragt, ne? Und der hat mir dann gesagt, ja Michi, als ich 8 Jahre alt war, ich habe da schon damals mit dem Puppen von meiner Schwester gespielt und später, als ich in die Pubertät gekommen bin, ich war 14 Jahre alt, habe ich schon Mamas Klamotten getragen. Wie war es bei dir? Und Leute, bei mir war es so, ich fand unseren Hausmeister Dragan irgendwie geil. Ich schwöre, ne? Und weißt du, irgendwann kam dann auch so, weißt du, okay, die Situation, die müssen wir jetzt bei meinem Vater outen, aber das Ding ist, bei uns gibt es so eine Tradition in Bosnien. Wenn der Vater einen Sohn hat und der Sohnemann in die Pubertät kommt und sein erstes Sex hat, das ist bei uns normal, dass du diese Erfahrung mit deinem Vater besprichst. Und ich habe es auch gemacht. Ich wollte nicht. Es war vor ungefähr 10 Jahren, ne? Ich war 16, mein Vater hat in Berlin gelebt, ne? Ich in München, ne? Ich habe Klasse. Und der hat mich dann besucht.
Der hat mich dann besucht, ne? Und dann hat er irgendwie bemerkt, ich bin anders glücklich. Der hat das gleich angesprochen. Oh mein Gott, du grinst, du bist glücklich, was ist los? Ich habe gesagt, du Papa, ich habe mein erstes Mal gehabt. Dann meinte er nur zu mir, oh mein Gott, du musst mir alles erzählen, hol dir ein Bier und hock dich hin. Habe ich gesagt, Papa, ich kann dir Bier holen, aber hinhocken kann ich mir nimmer. Also, da hat er gesehen, da stimmt was nicht. Der brachte mir Salbe, da dachte ich, habe Hämorrhoiden, Digga. Jetzt, nicht damals. So. Und weißt du, was auch richtig lustig ist, ne? Wir haben ja jetzt einen neuen Oberbürgermeister in München. Wer hat's mitbekommen? Mal klatschen, bitte. Das war die erste Kommunalwahl, bei der ich auch mitmachen durfte. Ne? Also ich habe nicht einmal deutsche Staatsbürgerschaft, ich habe kroatischen. Ne? Und ich durfte wählen, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Jugo-Betrugo. Sogar vom System anerkannt heute. Ne? Und weißt du so, ich habe dann das Ganze mit meinem Vater verfolgt. Ne? Und erst bei der letzten so Stichwahl hat mein Vater gecheckt, dass Dominik Krause schwul ist. Und wir haben uns die Debatte, also irgendwie mit ihm und Dieter Reiter angeguckt. Mein Vater hat das gecheckt und meinte so dann auf einmal zu mir, Michi! Sag ich, was denn? Ja, guckst du diese? Sag ich, wen denn? Ja, Dominik, du Idiot! Sag ich, was soll ich damit? Ja, das ist doch deine Chance, hallo! Sag ich, Papa, was für meine Chance, was meinst du? Da sagte mir eiskalt, ja, kennst du Melania Trump? Sag ich, ja, freilich kenne ich die, was soll ich mit der? Ja, eine Frau aus Slowenien hat geschafft, erste Lady von USA zu sein. Und du kannst auch erster Bosnier, der Herr von München. Sing mal so. Ich habe ihm dann auch gesagt, so Papa, halt dein Maul, der ist ja verlobt. Dann sagt mir mein Papa den bosnischen Satz überhaupt. Ja, aber der ist nicht gestorben. Hallo. Leute, das hat mir mega Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Michi Rake. Dankeschön.